Beitrag für die Ouverture von diesem Ökocenter zu präsentieren, habe ich noch langwieriger nachhaltige Überlegung spontan zugesagt, wodurch mir dummerweise recht mich spät aufgefallen ist, dass ich mich überhaupt nicht mehr für Politik interessiere. Ja, schlimmer nach sie mich zum Teil während dem Auftreten von verschiedenen Akteuren schon bald diskutiert. Wie ich mir dünn allerdings eine nicht unbeträchtlich Unzahl von Politikern viel näher geführt und die sich ganz offensichtlich auch nicht wirklich für Politik interessieren, vielleicht sogar nach Männer wie ich, sich dadurch aber nicht davon aufhalten lassen, ihr täglich Brot um uns zu verdienen, durch ich mit der Sicht einmal auch hinterleben, eine kleine politisch-satirische Beitrag zum Besten zu gehen. An Zeiten, wo wir noch wohl nicht mehr als Sympathisantenkreise mehr oder minder stark bedauert wird, dass es keine politische Kabarett mehr gibt, hat ihr ja logischerweise auch kein groß viel von wem der sarkastische Blick auf Politik zu Ohren kommen lässt. An einem super Value wie dem heute komme ich natürlich nicht ernst, auf die Wahlen anzugehen. Gemengewahlen und die meisten wohl ohne größere Schier die Sternen, Politiker genauso wie auch die Wähler, die Bürger, die den Politikern ja anscheinend so wichtig sind. Den Bürger selber scheinen Politiker wohl nicht mehr so wichtig zu sein, dafür haben sie sich selber zur Wahl gestalten und Motto, mehr selber, da weißt du, dass es gut gemacht ist. So geöffnet dann Bürger lüchten, engagiert Bürger, Leid, Mengleit, Dingleit, Mengemeng, mein daheim, Eisgemeng wie in Zukunft, eine Kipp für ich, für Eis, für jeden, Bürger für Bürger, Bürger ob Bürger, ich hatte den Bürger, bis sie verdauern. Politiker, die goufen noch immens obdränglich während der Wahlkampagne, so richtig pechig. Früher wurde sie alle mitgezogen, da war dann wohl kein Platz mehr. Lo wollten sie all bei den Wählern kommen, no bei den Bürger no, ganz no rüberkommen, die blo nach mir no bei dir, bei mir, immer do a viel zu no. Kein Wunder, dass dem No-Wurs aus der RDR-Krabbelgruppe den Adrenalin aus den Nieren gesprudelt wird und direkt verlangt und dass alle Lützeburger eine Schusswaffe drohen, für sich gegen so obdränglich Mattbürger wehren zu können. Bekanntlich aus den RDR, also die vermeintliche Wurzel, leider aus dem RDR, ja radikal gegen die Wurzel, womit da ja wohl konsequenterweise zu erwarten wird, dass sie die Obwurzel von ihren Jugendgruppierungen zu verhindern wissen. Ich wollte mir diesen Text eigentlich von der so viel diskutierter künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Es wird ja permanent von der KI, der künstlicher Intelligenz, geschwärzt. Mir ist das alles ein bisschen zu viel suspekt. Ich fand es ehrlich gesagt einfach nach zu frei, die künstliche Intelligenz schon in Betrieb zu holen. Für die Großen von der Leute hier natürliche Intelligenz man noch nicht ausgepackt. Und ich wollte mir diesen Text, also wie gesagt, von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen, mit Chat LGBTQ2+ oder so. Habe mich dann aber nicht getraut. Das hat mir gedacht, macht so viel Konfliktpotenzial. Ich wollte mir die kurz für unsere Chambre, weil keine Plattform bieten. Eine Plattform, eigentlich eine gute Nummer in diesem Kontext. Nur die Gemengewahlen stehen dann in kurzer Zeit doch nach Chamberwahlen und ich muss sagen, ich fand es an diesem Superwahljahr wirklich extrem schwierig. Durch die visuelle Übersiedlung von denen Hohlkap-Klammerplakaten auf den Luchtepotten, die sich einem Alpometer abdrängen, und mit denen teilweise für bedeutungsschwangere Floskeln abgeblasen als Parteiprogramme getarnten Heichglanz-Werbebroschüren, die eng ohne Respekt auf die aufgemerkten Zeitspann führende Wahlen Briefköchten so verstoppen, dass der Lärm sogar in Grenzen gestoßen, nicht selber und Grenze von einer friedlicher Vierweltstimmung zu geraten. Mit so Schachtelsätzen wollte ich kleine Hommagen an unsere frühere Premier Juncker machen. Bon. Zum Glück hat eine Partei auf die Hohlkap-Plakaten auf den Potto verzichtet, sonst wäre wohl verschiedene Dörfer nach mit ein paar Zusatzstraßen Luchte begleckt gehen. Was aber weiter nicht dramatisch gewesen wäre, weil und die oft aufgemerkten Budgetbegrenzungen für den Wahlkampf hat sich sowieso kaum eine Partei gehalten. Politische Interviews an Table Ronde habe ich mir noch ein paar schmerzhafte Experimente aus gesundheitlichen Gründen verboten, weil neben den paar interessanten und durchaus gut präsentierten Zukunftskonzepten konnte ich verschiedene Plattitüden und Gelaber einfach nicht mehr nachlauschen. Mir ist dazu auch direkt ein flotte Satz an den Sinn kommen, dem wir irgendwann mal zu Ohren kommen, wie ich fand, diese Erfahrung exzellent resümiert, nämlich die Leute,
Produktion von Gelaber geht immer das stimuliert, wenn die gefehlte Verpflichtung, sich zu Wort zu melden, mehr groß als wie die Kenntnis von den Fakten. Ein herrlicher Satz, fand ich. Ich weiß nicht genau, wo wir mit aus, ich weiß just von mir aus nicht. Bon. Ich habe einen Kehr von dem deutschen Kabarettist Wilfried Schmickler hören, hier wo es eine Woche nicht von wir. Hier war ich auch schon sicher, dass er nicht von ihm wäre. Bon, mega. Ich habe mir die Satz einfach geklaut, plagiiert. Das ist ja ein Kavaliersdelikt, interessiert eigentlich kein Mensch. So etwas geht immer sehr vergisst. Mir schuld mit meinem ganzen Gelaber, dass du die bestimmt die schönen Sätze vergisst, gehen dürfen ja nach einmal. Produktion von Gelaber geht immer das stimuliert, wenn die gefehlte Verpflichtung, sich zu Wort zu melden, mehr groß als wie die Kenntnis von den Fakten. Wunderbar. Was mir wunderbar aufgefallen ist an diesem Wahlkampf, wie allerdings auch bei all denen vier drunten, das sind all die neuen Wahlversprechen. Führende Wahlen, da wird ja alles versprochen, absolut alles das, was die während der gesamten Legislaturperiode eigentlich schon hätte sollen machen, und auch schon bei der letzten Wahlkampagne versprochen hat, mir einfach nicht hingekriegt, obwohl ihn immer nicht von allen Seiten dort hingestoßen ist. Aber was nach ein Kehr gewählt gehen, respektive was nicht gewählt gehen, da machen sie das aber ganz sicher, indirekt, subito. Da machen vielleicht viele Frauen in Relation mit ihrer Situation daheim, wo Jahre immer Sachen zu erledigen sind, dafür denkt und ihr Damen, wenn ihr Mann seht, ich mache das direkt, da muss ihr nicht all Prometheus daran erinnern. Das ist genau wie an der Politik. Interessant fand ich auch quasi, dass alle Parteien, die auch nicht mehr ein bisschen seriös rüberkommen will, den Klimawandel ganz viel auf der Agenda stehen wird. Neben billigen Spritpreisen auf Freibier für jeden, der Verbrennungsmotor dürfen nicht aussterben, am Mann schaffen für mehr Geld, als der Klimawandel von den Hauptthemen an dieser Wahlkampagne. Schon lange für die Jungen zu sprechen. Die Jugend hat sich die letzten Monate beständig auf den Straßen angepeitscht, gegen den Klimawandel protestiert. Es gab sich natürlich schrecklich, fürchterlich darüber aufgeregt, was soll der Blödsinn da dann lo? Muss das wirklich sein? Wie komme ich dann da lernst mit meinem Auto? So komme ich ja niemals Zeit auf Klimamanif. Gut, mir haben früher den Patex gesnifft, das war auch nicht mehr intelligent. An der gemeinsamen Müse in Irze Bulli auf Bilder, wobei ja auch nie bleibende Schurt entstanden ist. Verschiedene Bilder haben sich ja Menge noch nicht unbedingt zu ihrem Notdeel verändert. Gut, es kann natürlich kritisch zu den Aktionen stehen, aber was sollen die Jungen da so machen, für die Aufmerksamkeit zu kriegen? Eine Ausstellung mit selber gemalten Bildern von ihren Zukunftshorrorszenarien, damit packen sie sicher nicht an die Medien. Wir wissen natürlich alle gut, dass wir etwas machen müssen gegen den Klimawandel. Vielleicht wissen sie just nicht genau, was sie sollen machen, aber sie wissen, dass die anderen dann auch sollen machen, aber möglich nach vorne hin. Und die Leute wissen auch nicht mehr, wie eine Partei sie dafür wählen sollen. Klima haben sie ja mittlerweile alle gut groß auf den Fendel geschrieben, natürlich außer denen, die den Verbrennungsmotor auf den Fendel gesagt haben. Ich muss sagen, die politische Landschaft in Lützburg geht mir immer mehr suspekt. Brauchen wir wirklich 12 Parteien? Wie soll da nachher nur an der Wahlkabine Menschen gehen, mit dem riesigen Wahlzettel, dass wir, wenn es das Lützburger Land will, auf der Toilette lesen? Sind die 6, 7 Parteien, die wir hatten, dann nicht durchgegangen, für die Wähler ihren Ego zu befriedigen? Also es wirklich Zeit für eine neue Politik, wie die Partei behauptet, die mit einem Wahlprogramm aus dem letzten Jahrhundert an das Wahlkampagne gegangen ist? Wir gelebt an dat Fokus Sachen op den Punkt bringt oder wollt für mich günstige Strompreise sucht. An Lummus Herr, brauchen wir wirklich nach eine Konservativpartei? Und dann Mon Chéri Liberté. Am Anfang durch ich nach Mon Chéri Liberté, endlich geht man diese neue Puffheit zu Lützburg. Aber nee, leider nicht. Weil dem Roy Reding den RDR zu viel rätsellastig war, hat eine neue politische Partei gegründet. Mon Chéri Liberté, nee, nicht die lacklich knippische mit der Kies dran, mit Kies und Kuch von der Demagogie. Liberté, Freiheit. Eine Partei, wo nie auf einer Reihe Schwurbler und Verschwörungstheoretiker auch nach ihnen dran ist, die voller Inbrungstexte von einer deutschen Nazi-Punkband post, mit dem Roy Reding werden RDR zerriert. Gut, ich muss auch nicht alle Logik verstehen. Wir brauchen wirklich all die neuen Parteien da oder verschwanden sie nicht so sehr, wie sie kommen? Wie hat ein Journalist am Tageblatt so treffend geschrieben, die Windschutzscheibe der Politlandschaft ist gepflastert mit gescheiterten Eintagsfliegen.
Wobei, wann ich mal einzeln innerbelegte Scheißmecken an verschiedene Parteien so angucken, da bezweifle ich, dass die Fischglas gerode werden, weil sich viel drüber sich schon verflünnen. Lo für Tomberwahlen, als an die politischen Parteien ihr munter Reise nach Jerusalem gespielt ging. Wer kein Platz auf der Liste für seine Partei erwischt wird, hat sich einfach eine andere Parteigesicht oder eine neue Partei gegründet. Wie konnte das nicht so weit kommen? Der Wähler wird immer mehr unberechenbar, und viele Politiker können sich ganz einfach nicht mehr mit ihren Wählern identifizieren. Wenn der Trend so weitergeht, da kann nicht ausgeschlossen gehen, dass Politiker sich in naher Zukunft komplett neues Volk wählen. So viele Leute profitiert von ihren Möglichkeiten, solange danach könnt. Macht Kreuz und alles bleibt besser. Merci.